Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, Da war nichts besonders Spannendes. Da war nur der Knopf. Sollte man vielleicht wieder umstellen, oder? Hauptsache du am Rumdatschen, ne? Mach das Ding wieder aus. Muss wohl so sein. Okay. Das Ding muss so sein. Na gut. Können wir an der Schnecke oder noch irgendwas drehen? Anscheinend nicht. Wie gesagt, es ist manchmal echt verhext. So manche Sache hat man absolut glasklar noch in Erinnerung, während andere Sachen total aus dem Gedächtnis draußen sind. Da muss ich jetzt selber erstmal eine Runde rumirren. Ah, aber jetzt funktioniert's. Na alla. Lauter Faces hier. Was ist denn das hier? Wir sind anscheinend im Haus von Schwarz und Weiß in Bravos gelandet hier. Für wahr ein unheimlicher Raum. Sind das auch Feinde? Warte mal, der sagt ja was. Besucher, steigt auf die Plattform zu euren Füßen. Das habe ich klar und deutlich verstanden. Es scheint irgendeine Art von telepathischer Spruch zu sein. Ich finde, wir sollten gehen. Ach, ich weiß ja nicht. Vor allem, wenn die Musik hier schon so erhaben ist. Besucher, vernehmet folgende Worte aufmerksam. Dies ist eine Aufzeichnung über den Anbeginn unserer Kultur. Das Aussterben unserer Rasse war nicht das eigentliche Problem. Sämtliche Pflanzenarten, sämtliche Tierarten begannen zu verenden. Der Anfang vom Ende war die planetare Überalterung Terras. Um das Problem der Überalterung zu überwinden, untersuchten wir alle nur erdenklichen Möglichkeiten. Und ich spreche dir auch bewusst auf Hochdeutsch, um die Fremdartigkeit rauszuheben. Schließlich erfassten wir das Wesen unserer Existenz und begannen das erste Experiment auf dem Festland Mutter Terras. Aber das Experiment schlug fehl. Danach fanden wir heraus, dass ein unbedingt notwendiger Faktor ist und forschten in diese Richtung weiter. Der ist wohl etwas schon lediert. Wir, die wir 4 kostbare Opfer dargebracht haben, pflückten uns die Blüte der Ewigkeit und vereinnahmten sie für uns. Sämtliche Tier- und Pflanzenarten sind wiedergeboren, aber die schlummern noch. Wir warten auf den diesmaligen Ausgang. Oh oh. Um Terras kostbare Geschichte weiterreichen zu können, wurden wir erschaffen. Okay, die sind anscheinend so Erinnerungsspeicher, die die Geschichte weitertragen. Sieh dann, was ist denn das hier für ein Ort? Das würde ich auch gern wissen. Aber jetzt geht's erstmal ums Leben von unseren Freunden. Das hat erst einmal Vorrang. Tja, mehr können wir hier auch nicht rausfinden. Interessant. Das ist anscheinend eine Datenbank von einer anderen Kultur, von einem anderen Planet, die hier vor ihrem Untergang nochmal was aufgezeichnet haben. Äußerst interessant. Okay, vielleicht funktioniert es ja jetzt, wenn wir da rechts in den Raum reingehen. Aber erst einmal wird wieder gespeichert beim Wichtelmann. So. Und du speicherst Coupon, natürlich machst du das. Okay, da wird erstmal gespeichert. Jawohl. So, da wichtelt er wieder rum. Und wir gucken mal, ob es jetzt hier funktioniert, nachdem die Gesichter da gesprochen haben. Hä? Vorhin war irgendetwas anders. Funktioniert wirklich. Aha. Es sieht aus wie der Planet vorhin. Was, dann noch ein Planet? Was zum Geier soll denn das bedeuten? Ich verstehe das nicht ganz.
Naja, aus 2 Planeten mach ein Planet. So sieht es aus, ne? Weiter Humanity. Die Monde verschmelzen du auch mit seinem Planet. Und interessanterweise, unser Welt hat auch, wo wir uns befinden, 2 Monde, ein roter und ein blauer. Denken Sie mal drüber nach. Jetzt können wir auch hier runter. Mit der Reitschule geht's jetzt runter. Wird uns bestimmt zur Kerbe führen. Okay. Gut, nett sieht's hier aus. Ach ja, hier kommt schon der Endboss. Bibu. Ich sollte nochmal checken, wer hier was trägt. Babuta, du kannst was Besseres tragen. Insomnia. Felsenfest, natürlich. Sorry, Steiner. Ich muss den Mithril-Helm erstmal überspringen, dass du Felsenfest drin hast. Anlegen. Felsenfest. Ich kann dich nämlich nicht verwirrt gebrauchen. Da muss ich da etwas rausnehmen, was 2 nur macht. Ja, Götterspeiser. Kannibale. Der Scheiß kann raus. Stattdessen kriegst du Felsenfest 3. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was ihr andere noch könnt. Die Dupf. Du könntest theoretisch was Besseres tragen, aber geht wohl nicht. Brigandine. Kann er was Besseres tragen? Judo-Kittel kann er Dösen lernen. Oder Gaia-Kittel kann er Vollmond-Fu lernen. Kraft-Kittel kann er nichts mehr Fu lernen. Ist aber das Beste, was er tragen kann. Dann würde ich das sagen. Wir schnappen uns erstmal die Judo-Kittel für Dösen. Du bist ja auch noch kräftig am Lernen. Steine hatten wir schon. Dann gucken wir bei dir nochmal rein. Goldhelm kannst du auch was Besseres tragen jetzt. Der Spangenhelm für Stärkebonus. Eigentlich will ich den Versteiner aufheben, wenn es nur einer gibt. Also sorry, du musst leider erstmal ein bisschen warten. Edelfäustling für Ability abnehmen. Wenn es dort auch nur einer gibt, sorry, da ist der auch für Steiner. Goldrüstung bist noch heftig am Lernen. Na, Mist. Hätte ich doch noch was Besseres für dich parat. Aber NAP, an dem hängt's. Okay, wie sieht's bei dir aus, Carla? Der ist noch kräftig bei allem am Lernen. Na gut. Dann muss es jetzt sein. Achtung! Ein Archestell. Ist das Ding, von dem Kutscher gesprochen hat? Mal hopp, da mal schnell unter den Nachel gerissen und nix wie raus hier. Boah! Hä? Oh, Mist, da kommt der Biss. Und was du kommst, das ist unser erstmal härtester Bosskampf, der wir zu bestreiten haben. Deswegen wollte ich ja unbedingt auch die Ability Felsenfest haben, aber ja, Archer. Archer ist auch eine beschwörbare Bestia. Das ist das Ding, was Schatterelement hat. Unglaublich geil, mächtige Beschwörung. Und ein ziemlich mächtiger Bosskampf over 3. Ja, Archer. Wir müssen auch Klaue von dem Ding. Das hat nämlich eigentlich eine coole Sache parat. Du kannst mal auf das Ding irgendwie von den Teile werfen, die man da haben. Oh. Okay, hast du nicht die Dinger parat, die du werfen kannst? Ah doch, hier. Morgenschein können wir mal auf das Ding werfen. Elixier haben wir geklaut. Freya hupst. Steiner kämpft. Morgenschein. Jetzt geht's auf die Rievenickel. So, 2438. Das macht schade, weil das halt Lichtelement ist, beziehungsweise Heiligelement hat. Photonen. Ja. Okay, wir vermollen Elixier auf sie dann. Der kann's gebrauchen. Steiner haut wieder drauf. Freya kommt auch wieder angerotzt. Macht auch nicht schlecht, schade. Diebstahl, Fehlschlager. Mist. Der hat nämlich einen Splitter, den ich später für die Haderschmiede zum Schmiede brauche. Du machst erstmal Fafnirs Wind auf uns. Du klaust weiter. Das wird kein leichter Kampf. Luftschrauber. Das ist das, was uns dann verwirrt macht, ne? Ja. Freya hat zwar fehlt und die anderen 2 Kämpfer haben Schutz davor. So. Jetzt kann uns Mahagor nämlich gefährlich werden. So, sie dann muss aber weiter klauen. Ach, Gott sei Dank hat er den angegriffen, aber verfehlt dabei. Freya, attackier mal Mahagor, dass der wieder zu Sinne kommt. Du klaust weiter. Boomerang. Das sieht auch nicht gut aus.
Ui. Das macht Arne glücklicherweise nicht so viel Schaden. Mist, den hat er verfehlt, aber er ist wieder bei Sinner. Gut, gut, gut. Weil wenn jemand verwirrt ist, braucht er einen Schlag auf die Dates, damit er wieder richtig tickt. Wirbelsturm. Lunas Zorn. Trifft uns alle. Probieren wir Ammo aus. Sieht dann Klau weiter. Steiner machen wir einen High Potion auf Mahagon. Also die Draco-Tags können auch durchaus sehr praktisch sein. Gucken wir mal, was das uns bringt. Oh, das macht uns alle in Zorn. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Das ist eigentlich nicht das, was ich gewollt habe. Scheiße. Jetzt kommt der Scheiß wieder. Scheiße. Das zieht so viel ab. Wir haben jetzt zwar gesteigert die Attacke, aber wir sind alle im Zorn-Modus. Das heißt, ich kann irgendwie koordinieren, wer was machen soll. So ein blöder Mist. Das war schlecht, dass ich die Draco-Tag rausgesucht habe. Kann natürlich beim sture Kampf sehr viel bringen. Aber so haben wir absolut in die Hose geschissen. So kann ich ja keine Heilung mehr koordinieren. Blöder Mist. Das Vieh könnte uns totschlagen in der Zwischenzeit. Wenn er weiter hier tolle Technik macht, ja, könnte es das gewesen sein. Einer ist jetzt zumindest mal tot, glaube ich. Ja, fast. Das ist nicht gut. Ich will von dem Vieh auch was klauen. Scheiße. Wir haben es besiegt, ohne dass ich was klauen konnte. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Fällt mir nicht. Es sei denn, wir kriegen den Splitter jetzt so. Dann wäre es natürlich cool. Okay, jeder hat jede Menge Abilities gelernt. Eifersplitter, genau. Um das Ding ging es mir nämlich. Um der Eifersplitter ging es mir hauptsächlich. Den wollte ich nämlich klauen. Sehr schön, dass er es gedroppt hat. Gut. Dann habe ich, was ich wollte. Und jetzt können wir uns das Ding auch unter den Nagel reißen. Ich muss schnell zurück, sonst geht's der andere an der Gurukstein erhalten. Sehr schön. Der öffnet uns auch den Weg zum nächsten Level. Warum alles in der Welt muss eine feine Dame wie Aiko in so einem Käfig sitzen? Ich bin aber auch froh, dass das Ganze jetzt funktioniert hat mit dem Eifersplitter, sonst hätte ich nochmal nachladen müssen. Okay, ja, feine Dame wie Aiko. Lass uns gefälligst hier raus. Behandelt mal so eine Dame. Nee, so behandelt man keine Dame, aber die ist keine Dame. Das ist ein freches Gör. Noch Mensch. Wie es wohl sie dann und der andere geht. Er wird ganz bestimmt zurückkommen, oder? Wie gefallen euch die Gästezimmer, die ich extra für euch hergerichtet habe? Sidan war so zuvorkommend und tut mir gerade einen Gefallen, um euch am Leben zu halten. Aber es liegt mir irgendwie nicht Versprecher einzuhalten. Und ich liebe den Anblick von Menschen, denen ihr Quale im Gesicht stehen. Aus dem Grund habe ich ihr herrliches Schauspiel vorbereitet. Hier in meinem wunderschönen Palast steht irgendwo eine mächtige Sanduhr. Je mehr Sand abläuft, desto weiter öffnet sich der Boden unter euch. Was sagen ihr dazu? Ist es nicht ein wunderbarer Einfall von mir? Die Sanduhr muss nur wieder umgedreht werden und euer Leben ist vorerst wieder gerettet. Ich hoffe nur, sie dann wird's rechtzeitig schaffen. Noch ganze 10 Minuten währt euer Leben. Also betet, dass euer Erlöser bis dahin wieder zurück ist. Auf Wiedersehen, mein liebenswerte dumme Narre. Nee, bitte rettet Aiko. Ja, du wärst die Letzte, die ich retten würde. Okay, dasselbe wieder. Mit Gelächter. Der elende Kutscher. Jetzt ist es wohl mein Auftrag droht. Sehr schön, sehr schön. Da wird die Episode auch ein bisschen länger jetzt, weil das dauert jetzt, aber das Minispiel ist jetzt so geil. Sag mal, ich hab, wie Kutschas mir befohlen hat, die Sanduhr umgedreht und abgeschlossen. Aber was wir hier machen, ist doch eigentlich etwas Schlimmes, oder? Aber du willst doch auch nicht stehen bleiben, oder?
Lass uns erst einmal zurückgehen. Dann müssen wir wieder die Geheimvorrichtung umgehen. Ich verstehe aber noch nicht, wie man so löst. Eigentlich ist es ja ganz einfach, weil du ja nur alle A machen musst. Nur nicht so viel denken. Geh mal. Ach, die arme Schwarzmagier mal wieder. Aber wir spielen jetzt Großherzog Sid. Okay, wir haben jetzt nur noch die hier übrig geblieben sind im Gepäck. Aber wir spielen eigentlich Großherzog Sid. So, da kam der her und jetzt geht das Minispiel los. Die Musik allein ist schon so göttlich. Oh Mann, ich muss jetzt schon wieder lachen. Das wird wohl der Schlüssel sein, von dem die Rede war. Ja, ich muss mich jetzt langsam vorwärts bewegen und spiele Ochs am Berg mit dem Vieh hier. Solange das Monster hier rüber guckt, soll ich mich vielleicht nicht so schnell bewegen. Ja, das kann sehr viel kaputt machen, wenn es einem dann erwischt, wenn man vorne ist. Guck wieder weg, du Ekelvieh. Aber alle schon, die Musik ist so geil. So Trottelmusik zu so einem... Nein! Mist, jetzt hat's mich entdeckt. Scheiße. Okay, lass mich von so einem Monster fürchten, soweit ich schon komme. Was bin ich dann von Frosch? Hopp. Nein! Schon wieder. So ein Mist. Alle hopp auf ein Neues. Ganz vorsichtig. Okay. Aber die Musik ist göttlich. Ah, geh wieder weg, du Ekelding. Wupp. Wupp. Ich finde die Musik so klasse. So richtig die Trottelmucke. Wupp. Du, 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 du. Aber die Vorstellung an sich ist schon so geil. Nein! Als neutraler Beobachter von außen muss es ja auch geil aussehen, wie so der Frosch sich allmählich an das Fidora schleicht. Guck wieder weg. Ah, und das Ganze auch noch unter Zeitdruck ist halt echt heftig. Und ich darf doch auch nicht so viel labern. Ich hoffe nochmal sicher hier. Ab. Leise. Nein! Scheiße, immer so viel gedrückt. Oh Gott. Ob ich jetzt wohl einfach sterben werde? Was wohl besser ist, sterbe oder stehen bleibe? Ja, es tut mir leid, Vivi. Auf ein Neues. Hopp. Ich bin auch mal eine Weilchen still. Weil da muss ich mich echt konzentrieren. So, dafür hört er dann die geile Musik. Hopp, hopp. Und hinter sieht man, wie der Sand sich allmählich füllt. Gott sei Dank noch Nimi gedrückt. Guck weg, du Knubbel. Ganz leiser. Ja. Verstand Ziel. Nimi ablenken lassen. Okay. Schlüssel für die Sanduhr erhalten. Okay. Wow. Gut, jetzt muss ich da hoch. Eine Waage und ein paar Gewichte. Okay, gucken wir uns die Waage mal an. Relativ groß die Waage. Da passen mindestens 3 Gewichte drauf. Die Sanduhr kann ich nur über die Waage erreichen. Okay, gucken wir uns die Gewichte nochmal an. Das Gewicht besteht aus Holz. Das Gewicht besteht nur aus Lehm. Das Gewicht scheint aus Stähl zu bestehen.
Gewicht aus Eisen. Okay. Dann Gewicht auf die Waagstelle. Da weiß ich auf jeden Fall die schwerste. Lehmstähe und Eiser. Dann kommen wir dran. Das ist so geil, das Minispiel. Ich find's auch schön, dass dann der Großherzog wirklich durch seinen Auftritt hat. Und Erlaub. Was jetzt? Hüpfen wir doch mal hoch. Und es hält uns. Sehr schön. Die Umgehe, die ist hier umgedreht und fertig. Und Jetzt müssten sie alle frei sein. sehr schön. Ich habe gedacht, dass ich meinen Mokrin... Nochmal. Ich habe wirklich gedacht, dass ich meinen Mokris nie mehr wieder sehe. Ist das ja in Ordnung? Seid ihr alle verletzt? Hä? Hast du uns etwas Liebe gerettet? Ihr glaubt nicht, was ich durchmachen muss. Aber wir müssen unsere Wiedersehensfreude verschieben. Die Schwarzmagier haben von einer Geheimvorrichtung gesprochen, die sich weiterhin im Gang befindet. Man müsste einfach alle arm machen, hat einer von ihnen gesagt. Auf jeden Fall sollten wir schleunigst von hier verschwinden. Genau, wir können uns nicht immer auf sie dann verlassen. Wir müssen versuchen, aus eigener Kraft zu fliehen, weil sie dann abfangen, bevor er zurückkommt. Wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir's. Ja. Okay. Mist, jetzt spielen wir noch Aiko. Na gut, dann würde ich aber auch sagen, ihr liebe Leute. Ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen dann wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.